Guten Abend, Buchig Church. Schön seid ihr heute hier. Schön seid ihr über den Livestream dabei. Wir wollen starten und wir haben heute einen speziellen Abend, einen Holy Spirit Night. Und mein Herzenswunsch, und ich glaube, der Wunsch von jedem hier ist, dass wir Gott begegnen, dass es ein Abend ist, wo Gott wirken kann und freie Bahn hat zu wirken. Und lasst uns doch gemeinsam jetzt gerade uns ausstrecken nach Gott und ihn in das Zentrum von diesem Abend stellen, ihn als unseren König proklamieren und unser Leben, dieser Abend hingeben, dass er wirken kann und er uns begegnen kann. Nur du bist der wahre König, komm, regier in mir, Jesus, sei mein Herzenskönig, ich folge dir allein. Nur du bist der wahre König, komm, regier in mir, Jesus, sei mein Herzenskönig, ich folge dir allein. Oh, nur du bist der wahre König, komm, regier in mir, Jesus, sei mein Herzenskönig, ich folge dir allein. Verheißen vor tausenden Jahren, das Wort wurde menschengleich. Geboren, um Leben zu schenken, so kamst du zu mir. Ans Kreuz wurdest du geschlagen, König der Herrlichkeit. Gezeichnet von allen Sünden, so starbst du für mich, für mich. Nur du bist der wahre König, komm, regier in mir, Jesus, sei mein Herzenskönig, ich folge dir allein. Oh, 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 oh.
uns das zu Gott beten. Lass uns noch mehr seine Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr deiner Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben, Heiliger Geist. Lass uns noch mehr deiner Gegenwart bewusst sein. Lass uns noch mehr von deiner Freundlichkeit erleben. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Heiliger Geist, das ist unser Gebet. Lass dies heute Abend einfach ein Ort sein, deiner wunderbar erlebbaren Gegenwart. Fülle du dieses Haus, Herr. Fülle du unsere Leben, fülle du unsere Herzen. Heiliger Geist, wir wollen mehr von dir, mehr von dir. Danke, dass du da bist. Danke, dass du schon am Wirken bist. Danke, hast du noch Wunderbares bereit. Es gibt einen ganz wichtigen Schlüssel, wenn wir Gott begegnen möchten. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Wir haben es im ersten Lied gesungen, sei du unser König. Vielleicht können wir wirklich so miteinander diesen Abend auch starten, dass jeder für sich sagt, Herr, ich unterwerfe mich dir, ich demütige mich vor dir. Ich hatte in der Vorbereitung so die Stelle von Mose im Kopf, wo er mit Gott für das Volk verhandelt und wo er schlussendlich sagt, Herr, wir möchten nicht vorwärts gehen, wenn du nicht mit uns kommst. Vielleicht können wir auch mit so einem Ruf einfach diesen Abend starten. Wenn du deine Hände zu Gott emporstrecken möchtest, mach das. Wenn du knien möchtest, mach das. Zeig Gott, wie sehr dass du ihn brauchst. Oh Vater, Halleluja. Halleluja. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Herr, wir möchten heute Abend sagen, wir wollen nicht ohne dich. Wir haben dich so sehr nötig. Wir wollen da sein, wo du bist. Und Herr, wir möchten uns auch immer wieder einfach demütigen vor dir. Uns beugen vor dir. Sagen, Herr, es tut uns leid. Alles, was wir gemacht haben, was dich betrübt. Wir wollen umkehren, möchten Vergebung annehmen. Wir möchten auch sagen, es tut uns leid, aber wo wir dich nicht gesucht haben, wo wir dir nicht vertraut haben, wo wir nicht in dem gelebt haben, was du für uns bereit gehabt hättest. Herr, sei uns heute Abend gnädig, begegne du uns. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus. Du hast noch so viel mehr, so viel mehr. Ja, nicht zufrieden sein. Oh, Heiliger.
an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers ausfließen. Wenn ihr die Freiheit habt, lasst uns doch für einen kurzen Moment die Hand geben und erwarten, dass der Heilige Geist fließt. Lasst uns beten für unsere Nachbarn links und rechts. Wir warten auf dich, Heiliger Geist, wir warten auf dich. Oh, da gosé, na la la bashi, gada barada galeo do bosu. Yele la bashi, gada barada la se, do go horro do go shu, la passe. Oh lo collaya da nakasi, gada ballo horro do go shi. Gada gala la bashi, la ballo no, gada kashi, gada basi. Wunderbarer Herr, es geht um dich, es geht um dich. Oh, la boshi, rana da gala balase, do goshu, da gala gasi. Oh, lo kochara da gala bashi, ko la basi, gala bashi, rana bachara da gala gashi. Ya la gala kodo do go sanda la boshi la basi yo lo kolosi kana mahara la gashi oh la boshi gala mahara la gashi oh lo boshi gala la bolo no la boshi Yele la bashuga da kasi Jesus Jesus Heiliger Geist, Heiliger Geist, oh, du siehst all die hungrige Herzen, du siehst, was es verlangt, dir zu begleiten. Oh, Jesus, 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 oh, rana gala la bashi, da gala bala, oh, lo gosi, la bashi, oh, lo gosi, danke. Gala
Zeit von der Erweckung. Jesus, wir wollen uns ausstrecken nach dir, nach dieser Erweckung, nach einem neuen Wirken von dir. Komm du mit deinem Geist, erfüll du uns. Wir wollen jetzt in eine Worship-Zeit gehen. Du darfst dich frei fühlen, darfst dich bewegen, aus den Reihen rauskommen, beten, singen, tanzen. Wir werden viel freie Worship-Zeiten einbauen, wo du einfach zu Gott beten kannst, Gott suchen kannst. Und streck dich aus an diesem Abend nach seinem Wirken, nach seinem Wirken. Herr, wir wollen dich sehen. Wir wollen dich sehen, deine Erweckung sehen, wie du unser Land durchflutest mit deiner Herrlichkeit. Still
Ewigkeit bis in Ewigkeit.
gemacht hat und du zu ihm gehörst, dann sing ihm dieses Lied für alle Zeit. Wir singen dieses Lied in Ewigkeit und der Himmel singt. Heilig, alle Schöpfung singt. Heilig, du bist hoch.
des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns. Die heilige Salbung, die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns. Viento fresco. Un viento fresco, fragancia del cielo, ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende, ven Espíritu, Viento fresco. un viento fresco, fragancia del cielo, ven Espíritu, tu santa presencia del cielo desciende, ven Espíritu, Komm mit dem Geist, Jesus. Herr, mich stärke nach Frieden, nach der frischen Wind. Wir lasst uns einen Moment Zeit nehmen, einfach auf Gott zu hören, was er uns zu sagen hat. Komm du, Heiliger Geist. Come, Holy Spirit. Ven Espíritu. Danke, dass du für jeden Einzelnen von uns etwas Wunderbares bereithältst heute Abend. Wir haben einen Hunger, einen Durst nach mehr von dir. Herr, erfülle du uns ganz neu, erfülle du uns frisch. Komm mit deiner Kraft. Halleluja. Ihr dürft euch gerne für einen kurzen Moment setzen. In Apostelgeschichte 1,8 steht: Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde.
glaube, es gibt eine große Gefahr, wenn es um den Heiligen Geist geht, dass wir ihn vor allem auch suchen, um schöne Gefühle zu haben, so Goosebumps, Hühnerhautmomente, dass wir das zu suchen, das ist auch schön. Das sind auch schöne Dinge, die uns der Heilige Geist geben kann. Aber wir sehen in diesem einfachen Vers, was der eigentliche Ziel ist, wenn der Heilige Geist uns erfüllt. Es ist, dass wir Kraft empfangen, um von ihm zu zeugen. Und wenn wir uns danach ausstrecken, mehr vom Heiligen Geist zu haben, seine Kraft vielleicht zum ersten Mal oder neu zu empfangen, dann lasst uns nicht schöne Gefühle suchen. Aber sagen, Herr, du hast uns einen Auftrag gegeben und ich weiß, ich kann und will nicht alleine, ich brauche Kraft von dir. Und dann ist alles möglich mit dem Heiligen Geist. Ich finde es mega stark, dass wir schon bei Tag 20 wieder sind und viele von uns haben den Herrn gesucht in diesen Tagen. Und so das Warten auch immer wieder, Herr, komm. Und ich glaube, heute Abend möchte der Heilige Geist so wie so ein I-Pünktchen noch setzen und jetzt komme ich und was da so sich gesteigert hat, kommt zu einem Höhepunkt. Ich gieße die Kraft aus, dass ihr gehen könnt, dass ihr meine Zeugen sein könnt in diesem Land. Die Gemeinde war ja noch nicht alt und da haben sie Verfolgung erlebt. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich vereint. Was ein schönes Bild, als wir uns die Hand gegeben haben, so die Einheit. Die haben sich auch vereint und haben gesagt, Herr, lass uns jetzt nicht irgendwie uns zurückziehen, sondern komm, gib uns neuen Mut. Und da heißt es dann in Apostelgeschichte 4, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Wenn du Mut brauchst, bitte um Kraft. Und hey, auch wenn du schon die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt hast, alle Anwesenden hier hatten das schon erlebt und sie wurden wieder erfüllt. Wir können das immer und immer wieder brauchen, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Und der Heilige Geist, er macht das auf so unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht habt ihr meine Geschichte schon mal gehört. Ich habe mehrmals dafür gebetet und nie ist etwas passiert. Und an einem Abend, da weiß ich noch, es war hier vorne und ich wurde wirklich so mit großer Freude erfüllt. Aber ich habe dieses Geschenk des Zungengebets, das habe ich damals noch nicht bekommen. Und ich wusste nicht, dass es vielleicht schon in mir war. Und dann ich war zu Hause alleine im Gebet und plötzlich merke ich, wie ich in einer Sprache bete, die ich gar nicht verstehe. Und habe auch dieses Geschenk bekommen. Als Petrus in Caesarea war, dass der Heilige Geist einfach gefallen, als sie noch im Worship waren. An vielen anderen Orten aber ist es auch geschehen unter Handauflegung. Dass Menschen, die schon erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, ihre Hände auf andere gelegt haben, die das noch wollten. Und der Heilige Geist ist auf sie gefallen. Und einen solchen Moment wollen wir uns heute Abend auch nehmen. Wenn du sagst, ja, ich bin errettet, ja, ich habe Jesus, aber ich glaube, diese Kraft, die habe ich noch nicht empfangen. Auch dieses Geschenk, diese Gebetssprache, diese habe ich noch nicht. Hey, komm bitte, wir wollen sehr gerne die Hände auf dich auflegen. Vielleicht sagst du auch, ich brauche wirklich eine neue Fülle, wieder die Jünger, die in Widerstand geraten sind. Hey, komm auch unbedingt. Und ja, du kannst nach vorne kommen. Ihr könnt euch aber auch gegenseitig die Hände auflegen und sagen, Herr, wir strecken uns einfach aus nach einer neuen Fülle. Wollen wir das tun? Ich bitte Leiter, die das Empfinden haben, dass sie heute Abend beten sollten, kommt doch bitte nach vorne, vielleicht so wie am Sonntag hier, dass wir da Bereiche haben können, wo wir beten können. Und wenn du hier bist und sagst, ich brauche diese Fülle, dann komm auch dorthin und die Leiter werden sehr gerne für dich beten. Lass uns doch miteinander aufstehen.
Ja, Heiliger Geist, du bist auf die Jünger gefallen an Pfingsten damals. Und so wie du damals diese Männer und Frauen erfüllt hast, dass sie bereit sind für den großen Auftrag, so bist du auch heute da und möchtest jeden erfüllen. Und Herr, wir haben einen Hunger, wir brauchen dich. Und ich bitte dich, dass du jetzt gerade Glauben schenkst, Glauben, dass du fließt, von dem wir dich bitten. Du hast versprochen, du gibst gute Gaben deinen Kindern, die den Vater im Himmel bitten. Und so bitten wir dich jetzt um diese gute Gabe der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Gieß
Prophezeit und sieht, wir deinen Wind wehren, 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 fülle unser Lied, Kinder Gottes sind, wir deinen Wind wehren, wehren, und lass frischen Wind wehen, den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, die heilige Salbung, die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns. So lass frischen Wind wehen, den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, die heilige Salbung, die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, so wer errettet ist, prophezeit und sieht, wir deinen Wind wehren, 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 fülle unser Lied, Kinder Gottes sind, wir deinen Wind wehren, 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 wer errettet ist, prophezeit und sieht, wir deinen Wind wehren, 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 fülle unser Lied, Kinder Gottes sind, wir deinen Wind wehren, wehren, und lass frischen Wind wehen, den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, die heilige Salbung, die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, und lass frischen Wind wehen, den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, die heilige Salbung, die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, so lass frischen Wind wehen, den Atem des Himmels, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, die heilige Salbung, die Kraft deiner Nähe, komm mit deinem Geist, gieß ihn über uns, gieß ihn über uns.
lasst uns das zusammen tun. Wir wollen unser Leben auf Gottes Liebe bilden, weil es ist ein sicheres Fundament. Und wir wollen uns entscheiden, unser Vertrauen auf ihn allein zu setzen. Und wir werden nicht erschüttert werden.
Oh, führ du uns zu den Menschen, die du liebst. Du hast sie so sehr geliebt, du hast deinen einzigen Sohn gegeben für sie. Oh, führ du uns zu den Menschen, die du so sehr liebst. Du hast sie so sehr geliebt, du hast deinen einzigen Sohn gegeben für sie. Führ du uns zu den Menschen, die du so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gegeben hast für sie. Oh, führ du uns mit deiner Botschaft in die Welt. Schenk uns Mut, du gibst uns Kraft mit dieser Botschaft von deiner Liebe in dieser Welt. Führ du uns, führ du uns, führ du uns, führ du uns, oh, führ du uns mit deiner Liebe, mit deiner Liebe, Jesus. Führ du uns, führ du uns, führ du uns zu deinen Menschen, die du liebst, die du so sehr liebst, Jesus. Führ du uns, führ du uns, führ du uns, führ du uns in die Welt zu deiner Liebe. Oh, führ du uns, führ du uns, führ du uns. Du hast uns so sehr geliebt, ja, du hast uns zuerst geliebt. Wir wollen die Liebe weitergeben. Führ du uns zu den Menschen, die du so sehr liebst. Die Menschen, du dein Leben für sie gibst, Jesus. Lass uns noch einen Moment nehmen, in dem wir beten für all diese Menschen, die Jesus so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben gelassen hat. Vielleicht können wir Gruppen machen dafür, dass wir auch miteinander einstehen können. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne nochmals Apostelgeschichte 1,8 nehmen. Wenn wir an Jerusalem denken, dann können wir beten für Zürich, die Region, für die Menschen, die wir vielleicht schon kennen, zu denen Gott uns führen kann. Samaria wird etwas herausfordernd, das sind genau die Menschen, zu denen wir uns vielleicht nicht hingezogen fühlen, aber die Jesus genau gleich liebt. Und dann können wir auch beten, dass wirklich die ganze Erde hören darf, dass Jesus sie liebt, alle Menschen der Welt. Wollen wir für einen Moment Gruppen machen und dafür beten, für die Menschen, die Jesus so sehr liebt?
Jemand hatte noch den Eindruck, dass Menschen da sind, die eigentlich diese Gabe des Zungengebets empfangen haben, aber wie noch gehemmt sind oder Angst haben, das rauszulassen. Und vielleicht kommen auch Zweifel auf. Ist es wirklich vom Heiligen Geist? Bilde ich mir das nur ein? Ich möchte dich ermutigen. Lass es fließen. Lass es fließen. Und vielleicht kannst du es auch so machen, wie ich das gemacht habe. Ich habe einfach zu Hause auch laut gebetet. Wenn der Mund offen ist, dann kann der Herr ihn auch füllen. Da haben wir noch einen Eindruck, ich bitte dich. Im Alten Testament lesen wir die Geschichte, als die Philister die Bundeslade eroberten und mitgenommen haben in ihr Land und dann in den Tempel von ihrem Gott gestellt haben. Als sie am Morgen reinkamen, lag ihre Gottesstatue am Boden. Und wir tragen Gott in uns. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Und wenn wir unterwegs sind, dürfen wir wissen, dass auch durch uns Dinge geschehen werden, weil Gott es wirkt. Amen. Ich möchte uns jetzt noch einen kurzen Moment nehmen und einfach auf den Heiligen Geist hören. Und zwar möchte ich uns allen eine Frage mitgeben. Was ist dein Glaubensschritt dieses Jahr? Wo möchtest du ganz bewusst einen Glaubensschritt machen? Und nicht, dass du jetzt selbst dir etwas ausdenken musst, sondern wir hören auf den Heiligen Geist. Hey, was hast du für mich vorbereitet? Wo darf ich so einen ganz bewussten Glaubensschritt machen in diesem Jahr? Nehmen wir uns einfach ein paar Momente Zeit, wo wir ganz ruhig sind und einfach hören auf den Heiligen Geist. Vielleicht ist es nur ein ganz kleiner Gedanke, den du hast und du denkst sofort, das ist jetzt von mir und wischst ihn wieder weg. Sei vorsichtig. Möglicherweise kommt er gleich wieder zurück. Es könnte durchaus ein Zeichen sein, dass es wirklich der Heilige Geist ist, der jetzt zu dir redet. Vielleicht hast du zu viel, wenn ich falsch höre, dann kommt es nicht gut. Mich ermutigt so, das heißt, was wir aus Glaube tun, ist nicht Sünde. Also wenn du wirklich glaubst, jetzt hat Gott zu mir gesprochen, auch wenn du noch etwas daneben liegst, wir alle mögen immer wieder mal auch etwas daneben liegen, aber du kannst einen Schritt aus Glauben tun und dazu möchte ich uns alle ermutigen. Wenn für dich dieser Glaubensschritt schon etwas klar ist, dann nimm dir jetzt einfach ein paar Momente Zeit, wo du wieder mit dem Heiligen Geist zusammen dir versuchst vorzustellen, wie das dann wird. Vielleicht hast du den Glaubensschritt, dass du jemandem von Jesus erzählen möchtest. Dann stell dir vor,
wie vielleicht diese Person mit dir in den Gottesdienst kommt, wie ihr gemeinsam beten könnt. Macht das betend mit dem Heiligen Geist zusammen, dass er uns die Vorstellung geben kann, ein Bild geben kann von dem, was er wirken möchte. Vielleicht hast du dir so etwas Kleines vorgestellt, vielleicht etwas so Großes. Vielleicht denkst du, oh, jetzt war ich etwas anmaßend. Aber weißt du was? Gott sagt in seinem Wort, er möchte uns noch viel mehr beschenken, als was wir je erbitten oder uns vorstellen könnten. Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen Gott Großes zutrauen. Mehr als wir je uns trauen würden zu bitten. Wir dürfen Gott wirklich darum bitten. Er möchte das. Danke, Heiliger Geist, dass du einfach Glauben schenkst. Nicht Glauben in uns, nicht Glauben an unsere Fähigkeiten, aber Glauben an unseren wunderbaren Vater im Himmel, der alle Menschen liebt und der möchte, dass noch viele Menschen gerettet werden, dass viele Menschen verändert werden, dass viele Menschen auch Heilung, Wiederherstellung erfahren dürfen, dass Zeichen und Wunder geschehen in hoffnungslosen Situationen. Herr, all diese Dinge, wir trauen sie dir zu, weil wir wissen, dir ist alles möglich und du bist ein so guter Vater im Himmel. Du bist so gut. Und danke für dieses Privileg, dass wir dir dienen dürfen, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir entdecken dürfen, was für wunderbare Werke du für uns vorbereitet hast. Amen. Können wir Gott schon jetzt einen Applaus geben für das, was er tun wird? Stellen wir doch noch auf. Hey, lasst uns noch mal einen Song singen und einfach Gott ehren und sagen, Herr, das, was ich entschieden habe, egal welche Hochs und Tiefs kommen dieses Jahr, ich möchte dich preisen, dich loben, weil du treu bist und du souverän bist. So, seid ihr doch dabei? Amen, okay. Praise the Lord.
you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on! Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Oh, I won't be quiet. Oh, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. That has breath praise the Lord. Och now you tell me. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Alle Ehre Gott. Amen, Amen. Wer hat heute den Heiligen Geist erlebt? Wer hat heute zum ersten Mal dieses Geschenk der Zungenrede empfangen? Okay. Machen wir noch etwas länger? Wir lassen es mal für heute, aber hey, ich glaube, der Eindruck war, da sind Menschen, die haben es empfangen und dürfen es noch entdecken, auch wenn jetzt keine Hände nach oben geschnellt sind. Hey, ich möchte an dieser Stelle auch allen ganz viel mal Danke sagen, die so fest mitgebetet haben in diesen Tagen. Es ist für mich echt ein Privileg es ist echt ein Privileg, Teil einer Kirche zu sein mit so vielen Betern. Geben wir uns doch gegenseitig einen Applaus. Und ich möchte auch allen von Herzen Danke sagen, die im Einsatz waren in diesen Tagen, im Welcome, im Streaming, hier im Saal, an der Technik, überall. Vielen Dank, es ist ja manchmal schwierig im Alltag, es ist so loszureißen, aber vielen Dank, habt ihr es möglich gemacht. Es ist so ein großer Segen für uns alle. Jetzt habe ich noch eine Bitte. Wenn ihr in diesen Tagen etwas erlebt habt, geht auf buchek.church/21 Gebet, also wie sie heißt. Und dort hat es die Rubrik erlebt. Es wäre so schön, wir könnten Anteil nehmen an dem, was Gott alles getan hat. Abgemacht? Wir haben für vieles gebetet und wir wollen Gott die Ehre geben für das, was er getan hat. Herr, wir danken dir für diese Tage, die wir miteinander verbringen durften. Danke für all die Momente in deiner Gegenwart. Herr, du hast all unsere Gebete gehört, du hast die Tränen gesehen, du hast unseren Glauben auch wertgeschätzt. Und Herr, wir bitten dich, dass wir noch vieles sehen dürfen von dem, was passiert ist in diesen Tagen. Was vielleicht jetzt noch unsichtbar ist,
Es soll sichtbar werden, die großen Taten von dir. Danke, dass du mit uns auch in dieses Wochenende kommst. Danke, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen geht. Amen. Kommen wir gut heim und bis am Sonntag.